Bun domeste e belgiulang de cash invit. Herzlichen Dank für die Einladung erstmal. Hvala lepa habe ich gerade gelernt. Also ich freue mich, heute mit euch sein zu können und vor allem bin ich noch in Resonanz zu dem, was ich vorher mitbekommen habe, an Engagement, an Glaubwürdigkeit und auch so an Aufbruchsstimmung, die ich bei Ihnen vorher gespürt habe, auch von den politischen Vertreterinnen, gerade was die sorbische Sprache anbelangt, aber auch für die Sensibilität, für die Mehrsprachigkeit. Also meine ladinische Realität ist in Südtirol verankert. Dolomiten, Ladinien, komme ich da weiter, auch wenn es eine PowerPoint ist? Also Dolomiten-Ladinien ist zwar kein geografischer Begriff im Sinne einer Toponomastik, aber es umfasst 5 ladinische Täler. Ladinisch ist übrigens eine romanische Sprache, keine slawische Sprache, hat also Ähnlichkeiten mit dem Katalanischen, mit dem Spanischen, mit dem Italienischen, Portugiesischen, Rumänischen. Deswegen werden Sie vielleicht auch einiges heraushören. Unter dem Faschismus 23 und 27 getrennt, in mittlerweile 5 Täler, 2 Regionen, 3 Provinzen in Norditalien, wie Sie sehen. Also das war keine freiwillige Trennung, das war eine faschistische Trennung, die das Fassatal dann zur Provinz Trient und Cortina d'Ampezzo und Buchenstein zur Region Venetien. Ja, ich beziehe mich hier nur auf die Provinz Bozen, weil wir ein eigenes System haben, innerhalb der 3 Bildungssysteme, die wir in Südtirol haben. Die deutsche Minderheit, etwa 70%, 25% in etwa die italienische und die ladinische auch laut der letzten Volkszählung oder Sprachgruppenzählung 4,41% auf die 535.000 Einwohner, die Südtirol derzeit hat. Also die beiden ladinischen Täler haben 21.000 Einwohner circa. Wir sprechen von 17 Kindergärten, also von 17 Strukturen, davon 6 in Gröden und 11 im Gadertal. 590 sind die eingeschriebenen Kinder im Kindergartenjahr 25/26. Ja, wenn wir in Südtirol von Kindergarten sprechen, dann sprechen wir also von den Landesinstitutionen, von den meisten, nicht allen, die die Kinder aufnehmen im Alter von 3 bis 6. Also die Kinder müssen das 3. Lebensjahr innerhalb Jahresende des 1. Besuchsjahres vollendet haben. Ansonsten gibt es dann die Kindertagesstätten, gibt es dann die einzelnen Tagesmüttereinrichtungen, also die zählen hier nicht. Warum Kindergarten? Kindergarten gilt in Südtirol seit dem Bildungsgesetz von 2008 als erste Stufe der Bildungsinstitution. Also nicht außerhalb, deswegen auch die universitäre Ausbildung, auf die ich dann zu sprechen komme. Also der Nachmittag schreitet voran, ich werde relativ schnell beim geschichtlichen Überblick sein. Südtirol hat 2 Diktaturen miterlebt, den Faschismus vorher. Fangen wir nach dem Ersten Weltkrieg an. Südtirol wird also Italien angeschlossen, nicht freiwillig. Und ab 22 dann die Italianisierung der Schule und dann mit der Zeit der Option unterschiedliche Situationen, ob es jetzt Optantenkinder waren oder nicht, mit Deutschkursen oder eben auch nicht. Ja, nach dem Kriegsende gab es, was die Ladiner anbelangt, Uneinigkeit, welches Schulmodell man da anwenden soll. Ja, Italien war jetzt der Nationalstaat. Es gab Democrazia Cristiana Tendente Ladina und SVP-Ladiner. Die einen wollten eher die italienische Schule mit Ladinisch, die anderen wollten eher die deutsche Schule wie der Rest des deutschsprachigen Südtirols beibehalten. Es war dann einer einfachen Ministerialverordnung im August 1948 zu verdanken, dass die Ladiner Südtirols ein Modell erhalten haben, das als paritätisch gilt,
Paritätisch heißt zur Hälfte Deutsch, zur Hälfte Italienisch und den Bestimmungen nach mit gleicher Stundenanzahl und gleichem Endergebnis, wenngleich das nicht immer ganz realistisch ist, mit Ladinisch als Unterrichtssprache und als Behelfssprache. Das heißt, dass Ladinisch eigene Stunden, weniger Stunden, 2 Wochenstunden in der Woche erhalten hat und die Möglichkeit, die ladinische Sprache als Erklärungssprache zu verwenden. Also das war jetzt, also 48, die Grundlage. Wichtig ist natürlich für Südtirol das zweite Autonomiestatut von 1972, wo natürlich das ganze Bildungssystem, sei es Deutsch als auch Italienisch und Ladinisch, auch eine verfassungsrechtliche Absicherung bekommen. So, jetzt zu den gesetzlichen Grundlagen zum Gebrauch der Sprachen in den ladinischen Kindergärten. Also wir wissen, dass die gesetzliche Absicherung natürlich also einen Wert hat, aber dass es nicht nur auf die ankommt. Ja, Artikel 19 des eben bereits genannten zweiten Autonomiestatuts von 1972 ist ganz knapp formuliert. Die ladinische Sprache wird in den Kindergärten verwendet und in den Grundschulen der ladinischen Ortschaften gelehrt. Ja, also vom Unterricht spricht man nicht im Kindergarten, sondern sie wird verwendet. Sonst steht, was den Sprachgebrauch in den Kindergärten, also 1972 noch nichts. Wir gehen dann auf das Jahr 2008, wo es heißt, Ziel des Landes ist es, durch seine Bildungspolitik ein soziales Umfeld, welches das Zusammenleben der Sprachgruppen unter Wahrung ihrer besonderen Merkmale und Traditionen gewährleistet, zu fördern. Und da muss ich sagen, war Martha Stocker auch ausschlaggebend und tatkräftig unterstützend, dass hier eben auch diese besonderen sprachlichen Situationen auch eine Beachtung finden konnten. Dann kamen die Rahmenrichtlinien. Ich habe mir auch das sprachpädagogische Rahmenkonzept angeschaut. Die Rahmenrichtlinien, es kommt auch gleich ein Foto, das mit Beschluss der Landesregierung, also nicht nur beliebig dann erfolgt ist, wo es heißt, bei Wahrung des ladinischen Charakters des Kindergartens werden gezielte Maßnahmen zur Förderung der 3 Landessprachen Ladinisch, Deutsch, Italienisch gesetzt. Also es werden Maßnahmen für die 3 Landessprachen gesetzt. Ja, was heißt das? Jetzt geht es dann in die Umsetzung. Also Sie sehen hier die Rahmenrichtlinien, die eben mit Beschluss der Landesregierung 2009 genehmigt wurden. Dann gibt es eine pädagogische Konzeption und ein Leitbild des ladinischen Kindergartens Sprengels Ladinia. Das hat den ladinischen Kindergärten die Möglichkeit gegeben, seine Eigenheit zu betonen, beziehungsweise daraus wachsend eigene Konzepte zu erarbeiten. Ja, wie sieht dieser mehrsprachige Ansatz in den Kindergärten aus? Wir müssen natürlich, wenn es um Mehrsprachigkeit geht, auch fragen, ja, was für Voraussetzungen bringen denn die pädagogischen Fachkräfte mit? Ja, denn nur mehrere Sprachen verlangen, das ist ein bisschen einfach, aber wichtig ist, dass überall verankert ist, dass Mehrsprachigkeit ein Wert ist, der im ladinischen Umfeld mit Selbstverständlichkeit und ohne Vorbehalte gelebt wird und, wie Martha Stocker bereits gesagt hat, auch eine Notwendigkeit gibt. Denn natürlich eine kleine Sprache reicht nicht auf, um wirtschaftlich zu bestehen, in keinem Bereich. Ja, jede pädagogische Fachkraft, und bei den pädagogischen Fachkräften rechnen wir in Südtirol die Kindergärtnerinnen mit 5-jährigem Master auf Universitätsebene, das ist das italienische Gesetz, also die enden mit einer Laurea quinquennale Master, das im Moment gleich ist für Kindergarten und Grundschule. Die Praktikas, die werden sowohl, also zur Hälfte im Kindergarten und zur Hälfte in der Grundschule gemacht und absolviert. Ja, also jede pädagogische Fachkraft, die in einem ladinischen Kindergarten arbeitet, muss dreisprachig sein. Also es geht natürlich nicht aus, dass wir das Modell verfolgen, eine Person, eine Sprache. Das wäre wohl nicht ganz realistisch. Also diese Sprachen müssen auch nachgewiesen werden.
Deutsch-Italienisch mit der sogenannten Zweisprachigkeitsprüfung, die es für den öffentlichen Dienst in Südtirol braucht, und noch eine eigene Ladinischprüfung, so etwa auf C2-Niveau würde ich sagen, C1 mindestens, die bei der Ladinischen Bildungsdirektion abgelegt wird. Das heißt, dass die Ladinische Bildungsdirektion diese Sprachkompetenzen testet. Ja, was haben wir dann, wenn wir nicht 3 pädagogische Fachkräfte für die Sprachen haben dürfen? Dann haben wir uns was anderes einfallen lassen müssen. Und das andere ist ein Prinzip der Sprachordnung. Also wenn ein und dieselbe Kindergärtnerin Deutsch, Italienisch, Ladinisch oder nicht unterrichtet, sondern verwendet und beziehungsweise den Kindern als Lernmöglichkeit bietet, die muss irgendein Unterscheidungsmerkmal, die kann nicht einfach so von einer Sprache in die andere hüpfen, beliebig, so je nach Situation. Was wurde entwickelt? Eine Sprachzuordnung nach Farben. Und zwar ist Grün Ladin, Deutsch Rot und Italiano Gelb. Das heißt, dass Kinder dann auch sagen, ja, heute haben wir Gelb gesprochen im Kindergarten. Ja? Ich versuche das jetzt ein bisschen näher drauf zu gehen, weil ich weiß, dass hier auch Praktikerinnen unter uns sind. Also natürlich haben wir nicht nur ladinische Kinder, das muss einmal vorausgesagt werden. Wir haben mittlerweile auch bunt gemixte Gruppen. Der Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund ist nicht sehr hoch. Der ist so durchschnittlich bei 7%, aber mit höheren Konzentrationen in den touristischen Hochburgen wie St. Ulrich zum Beispiel und St. Vigil. Also dort kommen wir auch auf 20%, aber nicht mehr. Also die anderen Kinder sind entweder deutscher, italienischer oder ladinischer Muttersprache und viele Kinder kommen schon mit einer Kombination von zwei, manchmal auch 3 Sprachen in den Kindergarten. Das heißt, dass wir von dieser pluralistischen, dreisprachigen Realität ausgehen. Natürlich die Sprachen der Migration ist schwierig zu integrieren, aber sie werden immerhin auch als Wert angesehen. Ja, also, dass das natürlich dann auch einer gewissen Planung bedarf, dass das auch einer Überlegung bedarf, welche natürlich Deutsch wird als Standardsprache. Obwohl die Kinder, die auch Deutsch sprechen, auch mit einer Art von Südtiroler Dialekt oder Grödner Dialekt, wie sie ihn auch heißen, in den Kindergarten kommen. Und dort ist das auch noch, dass so ein zusätzlicher Schritt, wie in den deutschen Kindergärten Südtirols, vom Dialekt in die Standardsprache oder Hochsprache. So, die Ziele dieser Sprachförderung sind eben die der Minderheitensprache zu stärken, die Sprachneugierde zu wecken. Und haben wir ganz interessante Forschungsergebnisse auch. Also Kinder, die sagen, ja, wenn Englisch blau ist, wie sagt man dann zur Bank in blau? Ja, also diese Sprachhypothesen und die Sprachneugierde haben wir gesehen, die wird eindeutig geweckt, dass Mehrsprachigkeit als Wert angesehen wird, aber auch von den pädagogischen Fachkräften. Denn ein Problem hatten wir vor diesem Modell mit dem Status der Sprachen, weil Ladinisch nicht immer denselben Status bei allen pädagogischen Fachkräften genoss, wie eben vielleicht die besser verbreiteten Sprachen Deutsch und Italienisch. Und zudem gibt es auch so eine Tendenz, ja, es gibt Menschen, die sich eher dem Italienischen hingezogen fühlen und andere eher dem Deutschen. Die Kinder sollen konkrete Kompetenzerfahrungen, also den Kindern muss das ermöglicht werden. Und wir haben gesehen, dass das Selbstbewusstsein der Kinder gestärkt wird. Also ich spreche schon Deutsch, Italienisch, Ladinisch und ein bisschen Englisch und in Spanien war ich auch und habe auch schon dort etwas gelernt. Also hier wird das einfach als Reichtum angesehen, wo die 3 sind, und das ist mehr, aber das andere, was noch dazu kommt, kommt noch gerne dazu, weil das sind Ergänzungen dazu. Wichtig ist es, dass die Kinder auch schon mit 3, 4 Jahren lernen, die 3 Landessprachen voneinander zu unterscheiden. Also was ist jetzt Italienisch, was Deutsch oder was Ladinisch.
Der aktive Spracherwerb, ich werde dann noch einige Beispiele bringen. Also in allen Sprachen sollen Impulse gegeben werden, die den aktiven Sprachgebrauch anregen, und es sollen aber vor allem aktive Kommunikationsmöglichkeiten geschaffen werden. Bei der Ausstattung des Kindergartens mit didaktischen Materialien ist eben auch auf die Dreisprachigkeit zu achten. Bei der internen Dokumentation, in der Kommunikation mit den Eltern wird auch verlangt, dass das dreisprachig ist, ansonsten haben wir immer mit unterschiedlichen Gewichtungen zu tun. So, und jetzt zu einem wichtigen Punkt, ganz wichtig und wo großer Wert gelegt wird, ist, dass die sprachliche Ausgangssituation der Kinder geachtet wird. Mit welcher Sprache, mit welchen Sprachen kommt ein Kind bereits in den Kindergarten? Und das wird jetzt auf unterschiedliche Weise erfasst. Ich komme jetzt auch auf das Forschungsprojekt MELA, mehrsprachig Ladinisch, zu sprechen. Also die Kinder fangen mit einer Selbsteinschätzung an, wo sie natürlich mit 3 Jahren noch nicht die Bewusstheit haben zu sagen, ja, ich spreche Ladinisch, also das ist noch ein abstrakter Begriff. Die Eltern helfen dabei. Wir haben einige Formulare ausgearbeitet, ich habe sie hier zum Schluss noch gestrichen, können Sie gerne haben, wenn jemand interessiert ist. Also was sind denn die Erstsprachen oder Familiensprachen? Was ist die Sprache der Großeltern eine andere? Kommen weitere Familiensprachen durch weitere Familienangehörigen dazu? Wird im elterlichen Betrieb etwas anderes gesprochen noch, vor allem durch die Internationalisierung des Tourismus sehr, sehr stark, vor allem im letzten Sommer haben wir gesehen, also dass ganz stark auch die ladinischen Täler von den asiatischen Ländern und auch wirklich extraeuropäischen Ländern aufgesucht werden. Wichtig ist auch Medienkonsum. Was hört man in der Familie? Welche Nachrichten hört man? Das ist alles der Sprache ausgesetzt werden. Die Sprachecken sind eine Möglichkeit. Das sind auch eine eindeutige Kennzeichnung, ob es jetzt grün, rot oder gelb ist. Und dann wissen Sie, in dieser Ecke herrscht diese Sprache vor oder wird in dieser Sprache gesprochen. Etwas, was sich noch bewährt hat, ist eine Woche eine Sprache, aber erst dann, wenn die Kinder eine gewisse Grundkompetenz haben. Ansonsten ist es zu früh. Denn wenn wir von einem kleinen Kindergarten in Welschellen im oberen Gadertal auf 1500 Metern, also gleich mit Deutsch anfangen, dann ist das zu schnell. Das geht in dem Moment, wo gewisse Voraussetzungen schon geschaffen werden. Sie sehen hier auch die Schürzen. Nennen Sie sie Schürzen auch? Ja? Mhm. Also in dem Moment, wo die Kindergärtnerin also die gelbe Schürze trägt, dann wissen die Kinder genau, so jetzt ist Italienisch dran. Und dann fangen sie schon an, also natürlich nach einer Eingewöhnungsphase, also Italienisch zu reden auch. Andere didaktische Materialien, das sind die Sprechpuppen unten, das sind aber auch Tiere, die sprechen. Und wir haben gesehen, dass durch diese Tiere die Sprachbarrieren auch abgebaut werden. Das ist leichter, mit einem Bären oder mit einem anderen Tier zu sprechen, als sich selber so zu exponieren, vor allem wenn die Sprachkompetenz noch nicht so solide ist. Was wir also sowohl im Kindergarten als auch in der Grundschule vermehrt jetzt intensiver auch vertieft haben, das sind die Angebote der integrierenden Mehrsprachigkeitsdidaktik. Das heißt, dass gleichzeitig ein Sprachvergleich angestellt wird, wo wir sagen, ja, zum Schneemann sagt man Mandel d'nai auf Ladinisch, Pupazzo di neve, Schneemann. Und dann auch die Benennung der Arme, der Beine, des Kopfes, der Mütze und so weiter. Also das wird, ist vor allem in den letzten Jahren wurde das intensiv. Wir wussten nicht, ist das sinnvoll, ist das nicht. Wir haben es auch testen lassen und es soll sich also gut auswirken. Die Kompetenz steigt, weil Sie zum Beispiel wissen, dass Casa ähnlich ist in den beiden romanischen Sprachen, Ladinisch und Italienisch, weniger
das Wort Haus, was eigentlich sehr wenig damit zu tun hat, aber mit dem Englischen dann. Ja, also Sie sehen hier alle 3 Farben präsent und diese kleinen Strahlen, die haben dann die Benennung des jeweiligen Teiles des Schneemannes in den 3 Landessprachen. Ja, hier einige weitere Beispiele noch. Ja, das haben wir die Lerche und den Kiefer, Sie sehen. Aber wichtig war uns nicht nur einzelne Wörter, sondern auch ein bisschen Zusammenhänge. Also der Wolf und die Kisten, die waren dentro l'orologio, die waren im Kasten drinnen, ja, und so weiter. Ja, ein interessantes Projekt war, also eigenes Material zu erarbeiten zur phonologischen Bewusstheit in allen 3 Sprachen mit Anlauten, Auslauten, verschiedenen Wörtern auch, die sich ähneln, wo sie dann, also das ist nein, nicht komplex, nicht, aber es ist ein Material, wo das fundiert eingesetzt werden kann. Kann auch natürlich könnte auch für andere Sprachen verwendet werden. Das haben uns auch italienische und zum Teil auch deutsche Schulen gefragt, also für Deutsch und Italienisch. Also die Grundschulen, Volksschulen bei Ihnen melden eindeutig nach, dass das große Vorteile für die Alphabetisierung bringt. Sie sehen auf der rechten Seite, das ist der Alphabetisierungskoffer, der baut auf demselben Prinzip auf. Auch da sind die Alphabetisierungssprachen 3. Wir versuchen also eine Alphabetisierung bereits im ersten Volksschuljahr mit 3 Sprachen. Die wird mittlerweile erfasst, jetzt Ende November dürfte die Publikation auch vorliegen. Ja, wir haben gesehen, dass da große Unterschiede zwischen den einzelnen Klassen sind. Jetzt ganz kurz noch auf der Metaebene. Sie sehen rechts also ein Mädchen, das die eigenen Kompetenzen gezeichnet hat. Sie sehen viel Grün, ein bisschen Gelb und ein bisschen Rot. Ja, das ist also ein ladinisches Kind, das sagt so, ich bin eine Ladinerin, kann aber schon ein bisschen Deutsch und ein bisschen Italienisch. Und natürlich gibt es dann Kinder, die sich vorwiegend Deutsch zeichnen. Und Sie sehen hier den Buben, der hier also besser Italienisch oder sich so einschätzt. Und das geht dann weiter am Anfang des Jahres und am Ende des Jahres. Was haben wir dazugelernt? Also diese Spracheinschätzung. Und sobald Sie dann das Gefühl haben, jetzt hat sich bei Ihnen was verändert, dann kommen Sie selber und sagen, ich male jetzt ein neues Blatt aus. Ganz kurz noch dieses mehrsprachig Ladinisch umfasste das mit der Uni Innsbruck, mit dem Institut der dynamischen Mehrsprachigkeit, Professorin Ulrike Jesner-Schmidt. Die Teilbereiche, die untersucht wurden, waren allgemeine kognitive Fähigkeiten, ein rezeptives und produktives Vokabular in den 3 Sprachen, dann die Sprachproduktion ausgehend von der dominanten Sprache, dann das metalinguistische Bewusstsein und auch die Kreativität. Ja, die Forschungsergebnisse, wenn noch Zeit ist, also mehrsprachige Kinder sind multikompetent, sie haben Fähigkeiten, die über Sprachlernen hinausgehen, also in der kognitiven Entwicklung. Sie entwickeln ein hohes Niveau an metasprachlichem Bewusstsein. Es wurde eine hohe Sprachkompetenz im Ladinischen festgestellt, natürlich doch bei den meisten die Muttersprache. Eine hohe Tendenz zur sprachlichen Interaktion, die wurde bereits angesprochen. Das heißt, das Zusammenspiel der einzelnen Sprachen mit immer größer werdenden Sprachressourcen, die dann so weit gehen, dass die Sprachen dann auch gut voneinander getrennt werden. Ja, die deutsche Sprache bleibt für die ladinischen Kinder eine Herausforderung im Bildungskontext, wenn Deutsch nicht schon zu den Familiensprachen gehört. Das wissen wir einfach, weil da die Entfernung zur Sprache größer ist als zur italienischen Sprache und die Verbindung zwischen Sprache und der Entwicklung von anderen kognitiven Fähigkeiten wurde auch festgestellt. Ja, ich bestätige hier, wir können ableiten, wir gehen von der Praxis aus, von diesen Erkenntnissen. Wir hatten insgesamt 7 Forscherinnen und Forscher aus unterschiedlichen Universitäten, von Bologna bis auch England hatten wir, Finnland sogar auch, also Einzelne, die sich einzelne Teile angeschaut haben.
Aber eindeutig, dass das frühzeitige Lernen von Sprachen nicht auf Kosten der Erstsprache geht. Im Gegenteil, diese kann auch gestärkt werden, vor allem auch was das metalinguistische Bewusstsein anbelangt. Das Vorhandensein einer natürlichen Mehrsprachigkeit bringt natürlich schon die Kinder dazu, dass sie viel voneinander lernen, wenn eben diese mehrere Sprachen schon vorhanden sind. Das ist auch. Und eine wertschätzende Haltung der pädagogischen Fachkräfte gegenüber der Mehrsprachigkeit von grundlegender Bedeutung für das Gelingen dieses Ansatzes ist. Also kein Statusunterschied zwischen den einzelnen Sprachen, vor allem nicht der kleinsten Sprache gegenüber nicht. Und Kinder mit mehreren Sprachen nicht überfordert sind, das wissen wir auch, wenn nicht bestimmte Leistungsziele gesetzt werden. Also wir sagen nicht, alle müssen 200 Wörter am Ende des Schuljahres können oder so und so viele Sätze bilden. Also diese Leistungsziele sind nicht so formuliert, dass das zu einem Druck führen könnte, dass alle Kinder, wir wissen ja, dass gerade in diesem Alter auch die Grundvoraussetzungen sehr unterschiedlich sind. Ja, und wir wissen auch, dass der Sprache- oder Sprachenerwerb bei Kindern nicht linear verläuft, individuell verschieden ist, kann kürzere oder längere Latenzphasen haben. Die Eltern sind begeistert von diesem Modell. Sie sagen, also sie merken die Fortschritte, die sie machen. Sie können offener begegnen und der frühe Sprachkontakt wirkt sich positiv aus. Und Mehrsprachigkeit wird einfach als Selbstverständlichkeit gesehen und gelebt. Sie sagen, dass der Akzent wegfällt, wenn man frühzeitig anfängt. Und das Interesse für andere Fremdsprachen wächst auch. Und sie sehen und sind beeindruckt von den Fortschritten, die die Kinder, die auch nur zwischen Anführungszeichen im Kindergarten mit den anderen oder mit 2 anderen Sprachen konfrontiert sind, wie schnell sie diese Fortschritte dann auch machen können. Ja. Auch zu Hause findet die Mehrsprachigkeit Beachtung und gewinnt an Bedeutung. So, das war so ein bisschen im Schnelllauf. Ich habe auch einen Film mit, wenn jemand interessiert ist, kann ich ihn gerne auch zur Verfügung stellen. Natürlich bei der PowerPoint habe ich sehr vieles kürzen müssen. Ich bitte um Verständnis, wenn das nur ein genereller Überblick war. Ich hoffe, dass ich doch einiges vom Wesentlichen hier weitergeben konnte. Danke vielmals. Beljulang. Aber ich bin auch fest der Überzeugung, dass Sie mit großem Interesse, ich habe es fast gespürt, den Ausführungen der beiden Fachfrauen zugehört haben. Und es waren wirklich sehr viele, sehr interessante Details dabei, die wir wahrscheinlich kennen, aber sehr viele andere, die auch für die einen oder für die anderen neu waren. Und wahrscheinlich werden sich jetzt auch noch eine Reihe von Fragen stellen, wobei ich sie dann alle zusammenfassen würde. Allerdings eine Frage stelle ich auch an den Anfang, die einfach dann mitbeantwortet wird. Ich denke, man hat gespürt, dass im Bereich der ladinischen Täler das Selbstbewusstsein und damit natürlich auch der Wert der Sprache entsprechend angestiegen ist. Ich denke, das gilt auch für die sorbische Sprache und Kultur. Aber ich glaube, es ist noch stärker bei der ladinischen ausgeprägt. Und ich bringe das oft auch in Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Stärke dieses Gebietes. Und da in dem Zusammenhang einfach die Frage, die ladinischen Täler sind ja bekanntlich wirtschaftlich ungeheuer stark, findet also Abwanderung nicht in dem Sinne statt oder auf jeden Fall nicht als Notwendigkeit. Die Frage stellt sich für mich für die sorbischen Gebiete ein bisschen anders. Ich bitte das dann eventuell auch mit zu beantworten zu all den Fragen, die jetzt noch gestellt werden, so im Schnelldurchgang. Wer hat eine Frage, die er jetzt dringend loswerden möchte? Bitte schön. Die Sie dringend loswerden möchte. Danke sehr. Ich hätte eine Frage an die Frau Ploner, und zwar, Sie haben ja in Ihrem Vortrag gemeint, dass sich diese Haltung des pädagogischen Fachpersonals erst vor einigen Jahren verändert hat hinsichtlich dieser Gleichwertigkeit aller 3 Sprachen. Meine Frage wäre, wie das gelungen ist. Einschalten, oder? Ja, danke für die Frage.
Das ist zum Teil auch von den Kindern gekommen. Denn wir müssen davon ausgehen, dass nicht nur die pädagogischen Fachkräfte so ein Statusdenken hatten, sondern auch die Kinder sie von den Familien mitbrachten. Also ich hatte mit Müttern zu tun, die sagen, ja, möchten Sie nicht, Frau Bohner, möchten Sie nicht im Kindergarten Englisch statt Ladinisch einbringen? Das wäre doch, wir sind für Mehrsprachigkeit so offen. Könnte man nicht Englisch statt Ladinisch, also gleich schon fördern mit 3 Jahren? Wissen Sie, wie weit wir sie dann bringen würden? Also die Farben haben dazu beigetragen, dass jede Farbe einen Wert hat. Und niemand sagt, dass Gelb viel wertvoller ist als Grün. Und ich muss ehrlich sagen, dass das ohne großen, wenn man das forciert, dann funktioniert es nicht, zu sagen. Natürlich systemisch wurde stark daran gearbeitet, auch wirklich am Formulieren des Wertes der ladinischen Sprache. Und das wurde auch von den Politikern unterstützt, muss ich sagen. Also wir hatten den Landesrat Florian Musser, der glaubwürdig war diesbezüglich, und der jetzige Landesrat Daniel Alfreider ist es auch. Ich denke, das ist schon notwendig, weil wir hatten einmal Politiker, die sagten, ja, wir kommen nur bis zum Ende des Tales mit der ladinischen Sprache. Also versucht, gut Deutsch und gut Italienisch zu sprechen. Und in Gröden kam es so weit, dass Familien schon anfingen, Deutsch zu sprechen, um den Kindern dann das Erlernen der deutschen Sprache in der Grundschule zu erleichtern. Ist zum Teil noch, dass nicht mehr alle Ladinisch in der Familie sprechen, auch wenn sie ladinische Muttersprache wären. Aber auf institutioneller Ebene, muss ich sagen, hat sich das eindeutig gebessert. Jetzt werde ich aber dabei bleiben, dass ich nur sammle und danach alles gemeinschaftlich beantwortet wird. Hat noch jemand eine wichtige, eine dringende Frage zu stellen? Es scheint eine gewisse Ermüdungserscheinung eingetreten zu sein, aber der Karl wird jetzt noch eine Frage stellen und wir haben ja ein gemeinsames Erlebnis, das ein bisschen sich anlehnt an das, was die Edi gesagt hat zum Englischen, nicht? Wo wir waren wir unterwegs? In Agoritschach. Ja, wo jemand gesagt hat, ja, warum denn Slowenisch in der Schule machen? Also macht's doch Italienisch, bringt ja viel mehr. Also nur noch kurz fürs Verständnis. Das ist so bei euch, dass in diesen Tälern, in diesen quasi traditionell ladinischsprachigen Tälern, sämtliche Kinder verpflichtend dieses Sprachmodell quasi bekommen. Also es gibt nicht so die Wahl zwischen dem und jenen, sondern es ist für alle verpflichtend. Und B, daran anschließend, diese 18 Kindergärten oder wie viel Sie da erwähnt haben, das sind alles öffentliche Kindergärten, also wo Sie wirklich auch selbst das führen. Und falls es die Zeit erlaubt, vielleicht ganz kurz noch, vielleicht Fassatal, die anderen ladinischen Regionen, wie ist es dort ungefähr eingerichtet? Ja, es war die letzte Frage, somit also dann bitte auch das mit der Wirtschaft noch ein bisschen zu beantworten, die ich vorhin kurz angesprochen habe. Das ist eine Frage dann an beide. Ja, natürlich die gute wirtschaftliche Lage, vor allem des Fremdenverkehrs, bringt also diese abgelegenen Täler bis zu 1600 Metern Höhe, also dazu, dass doch die meisten und zudem auch die Erschließung der entlegenen Höfe, das müssen wir auch sagen. Also, dass wir wenig Abwanderung haben, der demografische Wandel wirkt sich aus, auch bei uns, aber das aufgrund der demografischen Entwicklung, weil jetzt einfach weniger Eltern schon, also weniger Kinder bekommen. Also von dem her aber keine große Abwanderung. Und das ist natürlich in dem Sinne hilfreich, dass also die Gemeinden auch auf die Strukturen schauen. Also es sind gut eingerichtete Strukturen, auch Kindergärten. Also da haben wir keine großen Schwierigkeiten, auch gute Ausstattung also wirklich zu bekommen, die Strukturen selber auch zu renovieren und wirklich auf Vordermann zu bringen, jetzt mit den PNR-Geldern, also des Aufbaufonds haben wir auch einige neue dazu bekommen, manchmal auch in Verbindung mit Kindertagesstätten. Aber das ist von Vorteil, natürlich ist eine Auswirkung, dass die Täler vor allem durch den Fremdenverkehr
einfach auch ökonomisch gut dastehen. Das heißt nicht, dass wir deswegen nicht Familien haben, die auch an der Armutsgrenze leben, vor allem wenn wir also Familien mit Migrationshintergrund haben, die im Tourismus beschäftigt sind. Und der Tourismus lebt halt auch oder fast nur mehr, wenn auch ausländische Kräfte einfach unterstützend sind. Also da haben wir also schon ein gewisses Ungleichgewicht auch und Eltern, die sich überfordern, auch den Kindern dann das zu kaufen, damit sie ja nicht weniger wert sind in dem Sinne. Ja, also wirtschaftlich ganz bestimmt auch. Ob sich das jetzt auf das Sprachenerlernen, ja, also es ist diese Notwendigkeit, die es eigentlich immer schon war, dass wir auch zusätzliche Sprachen brauchen, um eben auch arbeiten zu können, gerade im Tourismus. Schüler haben dann auch angefangen, Russisch zu sprechen, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile wird in den Geschäften relativ, ja natürlich auf das bezogen, was auch Englisch, also das wird mit gefördert, weil es einfach eine Notwendigkeit ist. Zur Verpflichtung ja, es gibt ein Urteil des Nationalen Verfassungsgerichtshofes, das bestimmt hat, dass in ladinischen Tälern nur dieses eine System sein darf. Also es gab auch da Tendenzen, man wollte auch da deutsche Schulen haben, neben diesen ladinischen, das wurde abgelehnt. Das ist das einzige Modell, sei es das Kindergartenmodell als auch das Schulmodell. Das Schulmodell dann Grund- oder Volksmittel- und Oberschule. Wir haben nur dieses Modell und also Alternativen gibt es hier nicht. Die Kindergärten sind alle Landeskindergärten. Das heißt, dass sie alle mit diesen Dokumenten arbeiten, verpflichtend. Also es gibt aber mittlerweile Waldkindergärten, das müssen wir auch sagen. Und in der Covid-Zeit gab es genügend Elternunterricht von Eltern, die die Kinder nicht impfen. Und wir haben auch heuer 10 Kinder ausschließen müssen, die nicht geimpft sind. Der italienische Staat sieht eine Impfpflicht seit 2017 eigentlich vor. Und Kinder, die nicht geimpft sind, haben kein Anrecht auf den Kindergartenbesuch. Seit 25, 26 haben wir zum ersten Mal das verpflichtende Kindergartenjahr. Und ich habe gerade noch gestern also ein Thema gehabt, ja, was tun wir jetzt, wenn diese Eltern sagen, wenn ihr es verpflichtend macht, dann müsst ihr auch unsere ungeimpften Kinder nehmen. Also mit diesen Themen beschäftigen wir uns. Und natürlich sind das neue Erscheinungen, wo man dann noch die Lösungen finden muss. Und meistens gerichtlich, weil dann die Eltern gerichtlich vorgehen und es gibt Anwältinnen oder eine Anwältin vor allem, die sehr interessiert ist an diesen Nicht-Impfgeschichten, die dann eben schon in der Covid-Zeit dann aktuell waren. Ja, Fassatal hat sich in den letzten 25 Jahren gut entwickelt, was die ladinische Sprache anbelangt. Fassa gehört zur autonomen Region Trentino-Südtirol, also Trentino. Auch da, sie haben unter Landeshauptmann Rossi so ein Trentino-Trilingue-Modell gehabt, wo sie auch versucht haben, 3 Sprachen hineinzubringen. Sie haben Modelle, aber zur Auswahl, wo halb italienisch, halb ladinisch, fassanisch. Im Moment scheint das nicht mehr so im Trend zu sein, hat man mir gesagt. Also es war eine Möglichkeit, Kindergärten auszusuchen, zur Hälfte ladinisch und zur Hälfte italienisch dann. Nicht gut sieht es in den anderen Tälern aus, die zur Region Veneto gehören, also keine Autonomie haben. Also dort wird Ladinisch also in Form vom extracurricularen, also außerhalb des Stundenplans unterrichtet, aber ohne großes Engagement und auch ohne große Sensibilität seitens der italienischen Schulführungskräfte. Das sind größere Direktionen mit Italienern und da, was ich weiß, und Cortina d'Ampezzo ist also größtenteils italienisiert. Also da haben wir Mühe, wenn wir Kontakte aufnehmen. Da spricht also auch von den Schulmenschen also kaum noch jemand Ladinisch. Es ist ein kleiner Kulturverein, ja. Und jetzt mit 26, mit den Olympiaden, haben wir auch gesehen, dass die ladinische Sprache forciert werden muss, nicht automatisch
verwendet wird. Ja, danke. Noch kurz eine Stellungnahme von Jadwiga. Also Fakt ist, dass wir durch diese Immersionsmethode, seit der wir jetzt seit dem Ende des 20. Jahrhunderts arbeiten, dass wir dadurch wirklich ein größeres Miteinander oder Beieinander zwischen Sorben und Deutschen aufgebaut haben oder uns besser gefunden haben. Also dadurch, sonst in den Jahrzehnten vorher wurde es immer getrennt, die Sorben haben ihr Ding gemacht und jetzt wachsen wir so langsam mehr zusammen, dadurch, dass die Eltern jetzt sehen, aha, hier mein Kind ist in beiden Sprachen aufgewachsen, in der Kita, in der Schule und das hat auch viele Veränderungen und Offenheit in der Bevölkerung mit sich gebracht. Und auch staatlicherseits habe ich so den Eindruck, sind also für mich positive Aktionen oder für mich auch manchmal sogar überraschende. Es liegt immer daran, was man erwartet oder was man für Erwartungen stellt. Die Lausitz ist jetzt auch in den Strukturwandel mit einbezogen, also Gelder, die der Bund zur Verfügung gestellt hat. Dort haben Sorben auch Projekte beantragt und da sind auch gute Entwicklungen in dem Sinne, dass das jetzt auch touristisch auch andere Gremien oder andere Verbände das Sorbische mitdenken, was wir sonst immer aus eigener Initiative Aufmerksamkeit uns erarbeiten mussten, dass der Staat auch jetzt in Sachsen eine Image-Kampagne gestartet hat, oder jetzt schon einige, die jetzt ein paar Jahre läuft, also Sorbisch, na klar, mit Ausrufezeichen. Das sind solche Sachen, die für uns unheimlich wichtig sind, die uns die Arbeit erleichtern. Dass wir jetzt nicht immer aus eigener Initiative, aus eigenen Kräften das Ganze fördern, sondern auch die Unterstützung von der deutschsprachigen Seite, sage ich jetzt mal, erhalten. Und das ist Gold wert. Und das Ziel wurde ausgerufen in diesem Zusammenhang, gerade weil diese Fördermittel auch bekommen sind, dass man jetzt sich auch noch mehr nicht nur auf die Kinder konzentrieren möchte, aber auch viel mehr noch die Erwachsenen mit einbeziehen möchte in diese sprachlichen Dinge, also wieder auch Erwachsene begeistern möchte, die Sorbisch lernen, die auch wirklich ihre sorbischen Wurzeln vergessen haben und dass man jetzt sie da wieder zurückführt. Und da hat die Domowina, der Dachverband, hat jetzt dieses Ziel ausgerufen, dass man im Jahr 2100 100.000 sorbisch sprechende Personen in der Lausitz schaffen möchte. Also ein hochgestecktes Ziel, aber das sind so diese Dinge, die setzen klare Zeichen, wo man hin möchte und da kann man sich auch darauf berufen, wenn wir das jetzt möchten. Also wir brauchen wirklich Sprachkurse und dass man jetzt nicht darüber diskutiert, ja, eine Person reicht das als eine Lehrkraft für Erwachsene. Also ganz eindeutig meine Antwort nicht, wenn man 100.000 erreichen möchte. Und ja, also durch solche Initiativen können Diskussionen auch anders geführt werden, wenn das strukturell schon anders mitgedacht wird. Also es braucht Strukturen, es braucht Gesetze, es braucht Voraussetzungen, aber es braucht vor allem auch also die Sicherheit, dass man weiß, also man ist auf dem richtigen Weg und man möchte für die Volksgruppe etwas erreichen. Das, denke ich, ist letztendlich das, was man zusammenfassend sagen kann. Und es ist doch etwas Optimismus hoffentlich vom Podium auf euch übergegangen. Und in diesem Sinne räumen wir jetzt das Podium für die Nächsten. Danke vielmals.